So, hallo zusammen. Wir sind wieder da. Und die Plätze ist abfahrbereit oder abreitbereit. Wir wollen zusammen jetzt die 2 Quests abschließen, die wir hier haben. Das Ahnenfest müssen wir abschließen. Das machen wir jetzt. Gehen wir zum Weideler. Wir haben ja dort die Mach langsam. Wir haben dort ein Ritual gemacht im Wald. Jetzt müssen wir schauen. Wir haben dort noch Belohnungsgut irgendwie. Also schön. Wer will noch teilnehmen? Rittirim. Freifler, Hundeblut, alle auspeitschen. Ja, jetzt im letzten Part habe ich ein bisschen, übrigens, ja, Oha, that's it. habe ich ein bisschen offline, also ein bisschen Nebenmissionen gemacht. Oh, das ist ein neues Dorf, das habe ich noch gar nicht gesehen. Halt! Was hast du Oh, gemacht? das, Einen Bären zum Tanz aufgefordert? das ist ein Händler da. Willst du etwas kaufen oder dich nur Und die umsehen? schauen, was du hast. Zeig mal, was du anzubieten hast. Oh, eine Schatzkarte, oder was ist das? Ja, die nehme ich. Und kann ich dir noch etwas verkaufen? Nicht. Nein. Schatzkarten. Und die Runde Gewinnspiele, komm, das machen wir, das haben wir schon lange nicht gemacht. Also nur im Let's Play. Ich will Karten spielen. Ah, nehmen wir die. So, dann. Gutes Wetter, wollte ich nicht ablegen. Den lege ich ab. Und den. So. Also. Dann gehen wir gleich mit einem 4 rein. Drei Belagerung. Was haben wir da Schönes? Elf, 12. Achtzehn. Ja, schlecht Wetter. Ja. Ich tue dir gerade schönes Wetter machen. Ah. Wir passen eine Runde. Zwei, ja. Was? Ja. Wieso hat er jetzt gewonnen? Ich komme gleich gegen noch nicht ganz nach. Wieso hat er jetzt gewonnen? Ich hätte ja noch eine Karte ziehen. Komme nicht nach. Ja, noch. Sheila der Tanker will. Ja, ich verliere doch wieder. Wie war mit 10? Gepasst, passant.
So, jetzt hoffe ich. Er hat nicht mehr zu viele Karten da. Danke, Rem, für die Karten. Sehr gut. Er passt. Ah. Nein. Er passt. Ah, da geht er auf. Also. Jawohl, er hat gewonnen. Er hat auch keine Karten mehr gehabt. Gut. Also. So hat das Ründeli gewinnt gespielt. Oh, da ist auch noch ein Händler. Da ist auch noch ein Händler. Nein, ich bleibe hier. Vielleicht sehe ich Hannah ja. Hallo? Grüß dich. Meinen Gruß. Woher kommst du? Wohin gehst du? Schwer zu sagen. Ich habe viel von der Welt gesehen und will noch mehr sehen. Genau wie ich. Genau wie ich. Okay. Zeig mal. Ich sehe mich mal um, wenn's dir recht ist. Ja, nichts Spannendes, hä? Nichts Spannendes. Das ist nichts. Ist das ein gefährlicher Ort? Nicht der beste Ort für einen fahrenden Händler. Profite und Risiko gehören zusammen. Der Krieg bringt manches Elend, das stimmt. Aber das Leben geht weiter. Und wo es Leben gibt, gibt es Handel. Du riskierst für ein paar Münzen dein Leben? Geld, mein Freund, ist unwichtig. So sehr ich es versuche, ich kann nicht stillsitzen. Also ziehe ich durch die Welt. Ich sehe neue Orte, spreche mit Unbekannten. Das gefällt mir. Und das ist das Risiko wert. Ah, ein kleiner Abenteurer, hä? Okay. Leb wohl. Wir sehen uns wieder, das weiß ich. Ah, gut. Also. Da bist du ein Schmiedestab auch noch. Cool. Ich brauche ein bisschen besseren Schmied. Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Oh. Politiker erstklassige Freudenmädchen? Natürlich. Hure Sprüche, Irle. Kannst du eine Waffe Oh. nach diesem Schema anfertigen? Hoffentlich kann er mir jetzt das Greifenschwert machen. Nee, ich kann aber gäng nicht. Zu niedrig. Das Greifenschwert möchte ich machen. Weil ich habe ja letztes Mal, muss ich euch noch gerade erzählen, Bis dann. man sieht es zwar schon an meiner Rüstung, oder? Ja, da ist mit deinem Gesicht passiert? die ganze Greifenquest habe ich gemacht für die Greifenausrüstung, oder? Jetzt habe ich da die Rüstung von den Greifen, die Händchen, habe ich gemacht, die Schuhe, Greifenschuhe und die Hose, Greifenhose. Jetzt brauchte ich eben noch die 2 Schwerter, Greifenschwert. Aber eben, jetzt habe ich noch kein Dings gefunden. Ein Schmied, der das machen kann. Ja, ich muss da schauen. Muss ich da gucken. Aber die Rüstung sieht heiß aus, so, hä? Ist noch cool. Ist cool. Also ist das noch weiter mit dem Weidler. Nein, gehen wir zu Fuß. Und nimm die Länge vor, Geralt. Ah, Weidler. Ah, die Prinzessin ist schon wieder da, schau. Das war gut dann. Weidler, hallo. Wo bist du? Hier.
Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Die Leiche habe ich gefunden, ja, im Sumpf ist das gewesen. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat. Der Weideler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt. Ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Hexer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld, bekommst du sie von mir. Das klingt gut. Okay. Stufe 10, sehr gut. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Zeig mal, was du für Ware hast. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke. Was hast du denn da? Oh. Zieht er das Zeug ein, was der hat? Runen. Oh. Und Schema für Runen. Chance auf Einfrieren. 600 Steine kostet, das ist einfach teuer wie ein Soda. Da kaufe ich ja gerade eine Rune. Was ist das? Nigreto. Rezept für Nigreto. Was ist Nigreto? Hm? Nordwind. Herstellen von Bomben, die bei Kontakt mit dem Ziel detonieren. Das kaufe eins langt. Und das kaufe eins langt. Oh. Ja, der hat Sachen da. Der hat feierliche Sachen. Feierliche Sachen. Gut. Ja, also das Buch kannst du noch haben, von denen habe ich 2. Oh, also. Sehr gut. Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn Sie Hilfe brauchen, kommen Sie zum Weideler. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht. Den kann der Weideler austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidelers Sache nicht. Aha. Ein Liebestrank, hä? Bis dann. Okay, jetzt schauen wir noch, ob wir da etwas plündern können. Ja, Prinzessin. Ja. Also, der Weideler hat feierliche Sachen, die ich kaufen kann. Das muss man merken. Nachher, wo sind wir verblieben? Ich will wirklich jetzt mal da weitergehen bei der Familiengeschichte. Weil neben Quests haben wir eigentlich ein bisschen gemacht. Ich will der Hauptstory ein bisschen weitergehen. Da hier. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt gehen wir da in die Stadt. Gehen wir in die Stadt. Ist zwar ein bisschen weit, aber ist doch gleich. Ich tue dann schnell reisen. Irgendwie. Oder so. Wo bin ich? Hier. Gehen wir hierher, gehen schnell reisen und dann gehen wir rauf. Okay. Machen wir.
Plätze. Kommt zum Wald aus. Komm schon, Plätze. Die Wolken müssen ja platzen. Langsam. Sodeli. Oh, da hat's noch eine Quest. Ja. Es hat so viele Sachen. Wo gehen wir her? Ah, da. In Dings. Wacht bin ich gsi. Aber ihr habt es gesehen, ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten. Und also, gehen wir. Oh oh. Ja, aber jetzt. Komm. Komm schon, Plätze. Querfeldein. Oh, das hätte da Gule, du. Du wirst ersticken am Drang von Stahl. Bin ich da schon mal gewesen? Mutant. Schneller. Herr Großvater gerade rausgekriegt, um das Reisig zu holen. Ah, kommen wir mal in die Stadt. Es nimmt mich Wunder, was das für eine Stadt ist. Du kannst passieren. Gleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflug. Sieht gut aus. Pass doch auf. So, bin ich zuerst mal in der grossen Stadt. Das Fakt. Cool. Los, lauf! Du wirst ersticken. Anschlagbrett jetzt da. Oh, tut mir leid. Ja, da wollte ich ein bisschen Musik hören. Die Musik wollte ich da einbauen.
Ja, ist cool. Also. Wie kalt. Die Rüstung verbessern, die Waffen verbessern. So, jetzt irgendwie muss ich schauen. Wo ist echt die da? Da hinten. Oh, Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte! Wir haben uns nichts mehr zu sagen. wart. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Das habe ich vermutet, dass die ganz sicher nicht zurückkommt, oder? Ganz sicher nicht. Also komm, erzähl noch nicht. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das Ganze mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Wo ist die Mutter? Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt. Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Ja, tragisch. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich Ich helfe habe dir. Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Ich helfe dir auch. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen.
Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Was ist mit dem Vater? Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer. Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Da dürfte ich recht haben, aber wer bist du? Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Ja, dürfte ich recht haben, Geralt. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Ins Bussali. Ja, so ist das, du. Ich hab's gewusst, die geht auf keinen Fall zurück, oder? Das habe ich gewusst. Oh. Ende des Nordens. Oh, Himbeersaft ist sicher gut. Was ist das für eine Fötze? Mysteriöser Brief. Achtung, du. Es ist alles bereit. Wir warten nur auf deine Ankunft. Als ich dem Kommandanten von deiner Hingabe und deinem Eifer berichtete, war er sofort bereit, dich in unsere Reihen aufzunehmen. Zunächst erhältst du eine vorbereitende Ausbildung. Doch du weißt ja, wie man reitet und die Klinge führt. Damit hast du die Grundlagen bereits gemeistert. Der Rest wird nicht lange dauern. Sobald du unsere Farben trägst, machen wir uns auf die Suche nach deiner Mutter. Und wir werden sie finden. Das verspreche ich. Und wenn wir jeden Quadratzoll Wählens durchkämmen müssen. Ah, okay, das ist da von den Sonnenanbetern, die helfen. He? Cool. Kann ich da rauchen? Ja. Was ist denn da noch? Wasserflasche, die nehmen wir. Oh, wer bist du?
Ein Schwert gegen Hexen. Ich glaube, das habe ich schon gelesen. Gut, Wasserflasche können wir gerne brauchen. Neu gerade, ich glaube, das habe ich ja schon, aber das kann ich dann verkaufen. Ah, da ist noch etwas. Gut, also. Halt, dahinter ist noch etwas. Gang über. Nimm's. Ja, so. Also. Gut. Was ist da noch? Das ist noch die Tür. Abgeschlossen, okay. Hallo? Was gibt es? Rosamunde? So, da bin ich in der grossen Stadt. Und jetzt? Jetzt müssen wir wieder mit dem Baron reden. Der wird das machen gerade. Ja, ich mache jetzt, ich verfolge jetzt die Geschichte gerade dort. Mit dieser Hauptstory nachher. Aber das machen wir im nächsten Part. Wir machen da kurz einen Cut und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Die besten Waren diesseits des Pontar.